Kapitel 10 Jamestown abbiegen. John lädt seine Axt rauf und wäscht sich über seine Augenbrauen. Dort wie schwor, so viel lohnt reut zu merken, wie sie würden können 20 kleine Häsekes bieren. Er hat all in ganzen Smarts überhaupt gehakt und dort 2 gespielt. Als er ging Butter trinken, sagt er, du magst das heel groß wat moven. Ganz geduldig trank er schwind 2 Schlucks Butter und lädt sein Köffel 3 an. Dann dort er sich so, als wenn er würde wieder schaffen, und nimmt seine Axt. Kriegt dann, weisen 2 Indians sich. John sein Hort klappert hastig viel Busia, als diese 2 Männer gleich vor am stünden. Die Männer wären graut, mit ne Hut von der Klee von Kappa, wat sie hadden rot gefärbt, bleib und grün, en Hof von ihr Kopf wie ganz cool geschäft, in der andere Hauf hadden sie Haar in einen Knoppen neigebaut. Die Männer hadden einen Rock an, von Tierenlader gemerkt. John deut sein Bastard nicht so uitzulaten, als wenn er Angst hat. Aber am Ohr dort er nicht seine Flint bei sich hat. Aber der neue Präsident, Edward Maria Wingfield, hat gemeint, alle Scheitgewehr und Schuss auf dem Schapboven loten in Roma ihrer Kolonie, wenn sie nicht in Tün wären. Dort würde die Indians wissen, dass sie wären in Frieden gekommen. John aber meint, dass wir Krieg das Gegenteil. Dort würde die Indians wissen, dass sie wären schwach und nicht klug genug, um sich selbst zu beschützen. Und nu, wo die 2 Indians noch ankommen, prüft John sich zu geloten als mählich abzustellen. Beide Männer hielten ihre Flitzbauers bloß vor sich und ein Tegen, dass sie wären in Frieden gekommen. Und dort hatten sie auch. Mit ihren Hängenwesen prüft John auszudenken, dass dort 2 von den Chief Indians ihre Botschafter wären, wat am proben zu sein, dass der Chief Indian entweder bald besiegen kommt. Sicher genug. Den nächsten Tag kamen über 100 Indians mit ihren Flitzbauers rauf hier nach der Jamesstadt. Mit ein Taub, wie die Eberstadt, der Chief Indian war Wunkerpunk. Die Indians merken sich in 2 Läden und dann weist der Chief Indian noch eine Reu, was er gebracht hat für diese. Das scheint so an, dass der Chief Indian will haben, dass sie sollen den Reuden zum Infast haben. Die Kolonie hat sich all ausgedacht, wo sie ihr Eten merken wollen, und sie ging dahin, wo sie haben ein bisschen Loch gemerkt, mit Stunde der Raum, und du wir halt besiegt. Wo sich ward 4 gemerkt, den Reu gemerkt, und du war dort 4 gehangen. Dann war dort nur still, mit den Indians und die von der Kolonie. Du wären sehr glichen viele Menschen. Aber die Indians hatten ihre Flitzbauers, während die von der Kolonie nicht haben. John gründet sich selbst. Er hasst dort, so in den Indians ihre Hänge zu sein, besonders wenn er hat könnt dort am ändern, wenn er hat könnt seine Stellung annehmen als einer von den 7, wo die Entscheidungen machen. Aber er wisst dort, dass er dort nicht zu laut wäre, um du übersagen. Er wird mal ein Teuerkirchen in sein, wie sich das wird ausspielen. Die sagen, wie all überhaupt der Länge von diesem Tag, was der Reu schließlich reut wird zum Ehen. Alle werden sie sehr erleichtert, als der Chief Wawunkerpunk ungefähr dort Zeit wird zu verloren. Als die Indians verleuten, büch einer von diesen Kram, nimmt eine Axt und rannt damit weg. Einer von der Upper Kolonie rannt am Hängeron, schubst am Dull, nimmt ihm seine Axt fort und knallt ihm mit den Füßenpommel im Gesicht. Den Chief Wawunkerpunk, sein Gesicht ward gründlich da, als er zurückkickt, was er anging, und er dann seine anderen Männer an, schwind wegzugehen. John war sehr besorgt über den Chief Wawunkerpunk sein Besuch. Aber der Präsident Wingfield meint bloß, dass das wieder das Rechte, was sie getan hatten, nicht ihre Macht zu wiesen. Nachdem die Indians ihn besucht hatten sie immer noch ein Teil Arbeit zu tun. Nachdem die Bäume aufgehackt wären, das halt wie gespielt, der Stamm aus der Erde gegruft, dann wieder Zeit, ihre Gebiete zu bauen, um Jamestown zu bauen. Die kleinen spitze Häsekes hatten 2 Stufen, ein wie die Wohnstube und das andere wie die Schlupfstube, groß genug für 6 Männer daran zu schlafen. Die Häsekes für die vornehmeren Männer wären bis für 2 zum Schlafen und ebenso ein bisschen gerade gebüht. Die Häsekes werden so gemerkt, dass die alle nur 4 Plätze gedreht werden, wo Eten gemerkt wird.
De Arbeit ging busig en zij kwam ook bald wat een eng van dat been. Nu dem wordt dan de nächste 3 Häuser geplant, wat zij willen been. De Kerk en na het Stuhl, wo sie würden all ihr Eten abbewahren, en dan noch ein, wo sie würden ihre Gewehren in Schass abbewahren. De Kerk wordt busig topgenäht en de Grund wie gelegt für dat Stuhlhuis en dat Gewehrhuis. In Kapitel Newport zei sie würden sich 22 Männer wählen, wo mit am Tag würden ab dat Land abgehen, um wieder zu untersuchen. Dat wird erst gleichmäßig bei 2 Monaten deren, bis sie würden zurückkommen. John wird verblasst wegen dat. Dann würde ein Viertel von ihren weggehen. Dort Leute James Stadt bloß noch viel kleiner und leichter zu überfallen. Aber Edward Maria Wingfield wird sich ganz entschieden, dass sie wollen über das Land gehen, das andere mehr zu sehen. Vielleicht auch noch Gold zu finden, oder diere Steine, und hoffentlich die alle 3. Das einzige Gute, dort wird dort John wird gewählt, einer von denen zu sein, was wird mitgehen. 4 andere von denen wären Gabriel Archer, was wird alles abschreiben, Thomas Witten, ein von der Kolonie ihrer Doktors, George Percy und John Brooks. Die anderen 7 Männer, dort wären Seelmänner. John wird besorgt über die, was würden treu bleiben in der Jamesstadt. Wenn er kann sein, dass Kapitän Newport hat die Männer, was das schwerste Schafdeuten gewählt, aber Land abzugehen. Und keiner von denen, was treu bleibt, wird noch wel die Stadt beschützen. Die 23 Männer reisten los an den 21. Mai 1607 mit ein nattes Boot. Sie schwammen längs den Riefer gegen das Wasser für 18 Meilen, was sie ihr Boot anhalten und wollen danach bleiben. Die nächste Samaris wären durch 2 Kanus voll Indians, wo du durch den Nebel nicht ankamen. Die Indians wären freundlich und mit Hinweisen deuten sie an, dass wir in engste längs den Riefer eine Waterfall. Durchhängen wir eine große Riebboy und dann das andere Ozean. Diese Neuigkeit gefällt diese Männer sehr. Sie wären sich ganz sicher, dass in einem Weg würden sie bei der Pazifischen Ozean kommen. Die 2 Kanus können besiegt und schwammen mit ihren Taub längs den Riefer. Hannen waren, würden die Indians ab ihrer Sprache zusammen begrüßen, wo du ab das Land wär. Über die vielen Jahre hat Peter Plancius in Amsterdam und Richard Hakluyt und Henry Hudson in London John gewesen, behütet muss, eine rechte Landkarte malen von der Gegend, wo sie wären. Und dort gelehrt, probt John nu nutzbar zu machen. Indem sie so längs den Riefer schwammen, malt John seine Landkarte auf. Als er rammer der eine Eid kam, größten die Indians waren mehr Menschen anerkannt, und diese von der Kolonie wurden eingeladen, auch auf dem Land abzukommen. Bei den Riefer der Länge, ohne Bäume, wie ein kleines Indiendorf. Die Indians waren freundlich zu diese 23 Englische. Die Indians läden Fotos auf Erden ab, wo sie satten können, und sahen Enten fair zum Eten. Sie bedeuten Enten mit Fisch, Räubruden und 2 Bock uit Korn gebackt. Sie brachten auch noch Nähten in Bergjes für das kleine Fast. John erkannt die meiste von diesen Bären. Irrbeeren, Mehlbeeren, schwarze Beeren, all sind was in Europa auch gewachsen da. Aber die Indians leden verernt auch Bleibebeeren, sind aus heu noch niemals gesehen hat. Vorsichtig, der John mehrere im Mehl nennt. Er gleicht dort, was er schmeckt. Die wären Weg und Zeit, und John fährt Fuß noch mehr zu nehmen. Während er eit, kickt John sich rum nach diese kleinen Hütten, wo die Indians wohnten. Die Hütten wären meist alle Krieg über rein. Die Wänge, die wären von Strampels gemerkt, mit Baumboss dicht gemerkt, sodass das bitterste vom Baum, in der runde Decke mit Gras belegt. Die Hütten hatten deren, aber keine Fenstern. Und große Fotografen hingen vor der Deur. Ein paar von den Hütten hatten noch ein Gestell vor der Deur, wo immer sie hatten große Fotografen gehangen, damit dort ein bisschen Schottendach gab. Als die Engelsche erst ganz voll gegessen wären, dann donsten die Indians noch ein Stütze verernt, um Ernt eine gute Zeit zu geben. Ein Mann stund in der Mitte bei der Engelsche und kloppt, um den Zeit zu geben. Die anderen Männer moveden ihre Feit kräftig und so donsten sie Ramadan, was der kloppen da.
Die Indians hadden sich ihr Körper eine klare Kleer gevorft en kop geschäft, sei so als die erste zwei Indians, wat irgendwie op een kolonie kon besiegen. Dat weer interessant uit te kijken, zoals die Indians dansten. John fand das Ganze furchtbar interessant. En hij kijkt voorzichtig toe. John sagt, dat wanneer feit ook ganz korrekt tegelijk moefden, über je Körper in de arms deuten ober verschieden, zoals ze zich dan voelden ne uitspreken durch ihren dans. De dans hield voor über een halve Stunde an. En John werd erstaunt, hoe lang die uithielden, so bozig met ihre Feut op dem Doel in de stad te dansen. Bald wird het dan aber tijd dat de Engeltjes zich treemjagen op ihr Boot ab, um wieder zu reisen. Als sie aber wieder gehen können, bleibt der Chief Indian darauf bestehen, dat einer von diesen Indians, Nairos, wird mit ihr mitgehen en ihre Lehrer sein. Dort fragt John Sawyer. Dort wird er dann die Gelegenheit geben, mehr von dieser ihre Sprache zu lernen. Algonquin. Wegens Algonquin wird die Sprache, wo die meisten Indians hier so verhalten. Der James River wird immer schmaler, je wieder sie durch die Lane kommen, was sie dann ganz still halten, wie eine schmacke Waterfall. Kapitän Newport will sich nicht entschieden, das Boot die Hochboven abzudrehen, dann wieder zu schwammen, sondern sie würden 3 Reisen nach der Kolonie, wo sie dann würden berichten, was sie bei Sowjet gefangen und belebt haben. Die Männer bleiben nach, hier so bei der Waterfall. Den nächsten Morgens wird die Kirche aufgehalten, während wir Sonntag. Nachdem die Kirche durch war, stellt Kapitän Newport den haltenden Kreuz ab und du schreibt hinab Jacobus Rex, das ist König James in Latinsch. 1607. Dann sagt er, England ehnt sich das Land zu, von hier ganz bei der Pazifische Ozean. Als die Kirche über wir in sein Mittag gegeten haben, mögen sie sich dann wieder auf dem Weg 3 den River de Lang auf ihr kleines Boot. Auf dem 3 Weg lehrt John dann mehr Algonquin von diesen Nairos. John würde ernst was wissen, und Nairos würde Algonquin Wort sein für dort. Dann wird John das Wort in sein Notebook schreiben. Das geht nicht lang. Dann kann John Karte Engekes in Algonquin sein. Im Bild auch längere Sätze. John wird dann die Karte Sätze in Nairos sein, und Nairos wird am Reich merken, wenn er dort auch gesagt hat. Der Reis ging gemütlich genug. Die Indians, was sie hingewiesen bejeten, waren freundlich. Die Indians wurden auch wellig mit ihren Tischen, eten, verspielt und andere Dinge. Dort aber ändert sich, und den 27. Mai. John, was nu auch ein bisschen Algonquin versteht, wartet kurz an. Die Indians, was nu bei ihnen vorbeireisten, waren nicht mehr freundlich, wenn sie mit ihren Kanus bei ihnen vorbeipaddelten. Und mit einmal hastig, dann wir Nairos dort nu, und die Indien verleut ihnen. Sie waren nu einmal im Posten auf von James Stadt, aber John wundert, als die Indians mit einmal wurden an der Kolonie überfallen. Rama jeder Tag fing John an Dollar zu sagen, was sie würden fangen, wenn sie ich würden zurückkommen. Zu guter Letzt kommen sie Rama eine Tag, und dann können sie der James Stadt sein. Von den Engsi auf, sag alles ganz fein. Genau da sie kam, John kickt sich alle in den Raum. Und das erste, was er sagt, wie ein Jugendjung, was er legt, mit einem Flitzbeeren aus seinen Reihen stecken. Er legt so mal ein Blatt. Und das nächste, was er sagt, die Tun, was Rama der Kolonie gebüht wird, wir ganz verbrechen, in Kleider und Eten legt sich alle in den Raum. John fühlt sich krank in seinem Maul. Wird irgendeiner von denen überlebt haben?